Gute Morgen, liebe Profen. An diesem Tutorial will man euch weisen, wie in einem Schüler oder einer Klasse eine Aufgabe zuweist. Dafür rufen wir, wie bislo immer gemäht, den Teams ab. So Funktionen haben wir an einem ersten Tutorial schon kennengelernt. Hier gibt es zwei Möglichkeiten für einer Klasse eine Aufgabe zuzuweisen oder einen Schüler. Enker kann ihn das über den Assignments direkt machen. Wie gesagt, hier hängt doch davon ab, wie ein Spruch da angestaltet tut, einen kleinen Hinweis, wie ändern Spruch. Weil die geht hier ob er ein Icon. Da könnt ihr auch ein Bild ranladen, da könnt ihr hier auf Settings gehen. Und dann hier in der General von der Spruch, die könnt ihr dann dementsprechend umschalten. Ich empfehle, weil ich selber probiert habe, auf Deutsch umzuschalten, wenn der Teams installiert tut, direkt Spruch anzustellen, weil es vielleicht zu der einen oder anderen Komplikation kann kommen, wenn er das notrechtlich ändert. Die können aber immer zu der Spruch zurückkommen, wenn es Probleme gibt. So, für eine Aufgabe zuzuweisen, gehen wir mal hier auf Assignments, gehe ich auf eine Dummy-Klasse, die ich erstellt für das zu testen, und Schüler nicht zu emmerdieren, da das hier eben Fachklasse LTED 1920, auch da für selber ausprobieren, wie es funktioniert, roten ich ein Teams zu kreieren, die just für ich gedurcht ist, oder wo der vielleicht Schüler anhört, den aber Bescheid weiß, dass das ein Test-Teams ist. So, da wählt er Klasse aus, klickt hier auf Next. So, und da kann ich hier eine neue Aufgabe zuweisen. Hier in der Assigned sieht er die schon zugewiesen sind, wie viel da von der Aufgabe schon aufgehen haben. Da klickt ich hier auf Create. Da kann ich ein Quiz kreieren oder eine neue Aufgabe zuweisen. Ich gehe auf die Aufgabe, gehen wir hier an Physik. Aufgabe 2 und 3, Seite 44. Hier in der Instructions kann ich kurz beschreiben, was den du soll machen. Löse die Aufgaben 2 und 3 und setze die Lösung auf Teams. Da können wir auch hier eine Ressource dabei gehen. Da können wir, wenn wir drauf klicken, ruft direkt der OneDrive auf. Ich kann einen Link tragen, ich kann eine neue Datei absetzen oder Upload from this device. Kann ich ein Dokument, sie wird PDF, Word oder was auch immer, ein Bild, über meinen Computer uploaden. Wenn er das macht, klickt er auf Attach und da geht die Datei angehangen. Ich kann Punkte zuweisen, für zu bewerten. Hier ist eine einfache Aufgabe, die nicht soll bewertet gehen. Dann steht hier, wie eine Klasse, für wen ist die? Das, was wir ausgewählt haben, Fachklasse LTED 1920. Hier kann ich auswählen, das gilt für alle guten Studenten. Ich will keine Studenten hier dran. Wenn sie hier stehen, kann ich auch Einzelstudenten auswählen. Da kann ich hier so, bis wann soll die Aufgabe gemäht sein. Die soll bis den nächsten Diensten gemäht sein. Ich kann Dauerzeit erstellen. So, wenn ich das alles gemäht habe, kann ich einfach Save klicken. Da gibt es, wenn ich Save klicken, ist noch nicht zugewiesen, aber da gibt es aufgespeichert. Da, wenn ich eine Änderung noch machen, kann ich das noch immer notrechtlich machen. Auch wenn ich Assign mache, kann ich noch eine Änderung aber machen. Assign, du weißt nicht, die Aufgabe zu. Da ich strecke Assign. So, Schüler, die dort eine Aufgabe zugewiesen kriegen, das kann man nicht kontrollieren. Ich kriege gerade eine E-Mail, der Prof kriegt auch eine E-Mail, die Schüler kriegen direkt eine E-Mail geschickt, dass eine neue Aufgabe zur Verfügung steht. Gehen wir mal hier drüber gucken. So, da sehen wir auch hier, den 1. April soll so aufgehen, also kein Aprilsgag, mal Physik-Aufgaben 2 und 3 seit 42, und die nächsten, also hier Aufgabe 2 und 3 seit 44. So, da gesehen ist, dass nach keinem so gelesen wird, wann Schüler dran sind. Können wir auch aktuell gucken, wo auch Schüler dran sind. Gehen wir mal hier zurück. Die sieht nicht immer funktioniert das ganz prächtig. Ich kann aber hier auf Fachklasse LTED 1920 gehen. Kann ich mal da eine aktuelle raussichern, das heißt 3e GIG. Gehen wir mal gucken. So, da haben sie am Moment eine Aufgabe für den 31. März aufzugehen um 12:30 Uhr. Hier haben wir gesehen, 3 von 15 Schüler haben die Aufgabe schon gemäht. Dann steht drauf klicken, gehen wir alle guten Schüler angewiesen. Und hier wird angewiesen, wen sie aufgehen hat, wen sie nicht aufgehen hat. Und geht auch angewiesen, wen sie schon gesehen hat. Das heißt, ich weiß, wen hat sich die Aufgabe schon angeguckt, wen hat sie nach gar nicht angeguckt, wen hat sie schon aufgehen.
Da kann ich auch hier drunten steht Feedback, da ich kennt den einzelnen Schüler auch hier Feedback schreiben, den hin dann auch direkt gesagt. Gehen wir mal ein auf gehen wir mal auf die Aufgabe selber gucken, handet in, geht die Aufgabe direkt angewiesen, die Schüler aufgehen hört, an auch hier kann ich direkt den Feedback gehen, und dann direkt eine Return, da kriegt ein Schüler mitgeteilt, dass der Prof die Aufgabe geguckt hat, an auch ein Kommentar dazu vielleicht gemäht wird. An hier kann ich, wenn ich auf die 3 Punkte klicken, das Ganze mal online angucken, wie es ist, oder ich kann es auch in Rohflöten an lokal auf dem Computer speichern. Ein paar andere Funktionen, die ich hier gesehen, ich kann Edit Assignment, ich kann die Aufgabe notwendig noch verändern. Roden ich aber davon auf, die Schüler mengnisch kriegen durch eine Mitteilung, guckt aber, dass er die Aufgaben direkt richtig macht und dass er nur keine großen Änderungen muss von der Aufgabe machen, also aber machbar. Und dann wird flott, dass ich kann High Student View, das heißt, ich kann mal gucken, wie die Studenten das Aufgabe gesehen, wenn sie drauf klicken, weil ja du also am Endeffekt die Instruktion von der Aufgabe selber an hier innen, wie bei den Schülern normalerweise, können Sie drauf klicken, an hier Aufgabe roblöten. Soweit dazu. Wir können aber auch kurzweise, wie das dann bei den Schülern, weil das nicht schlecht, wenn der Prof weiß, wie das bei den Schülern funktioniert, gehen wir mal hier zurück. An sich mein Klassenreis, wo ich als Schüler angedroht bin, das ist hier in den Test 1G. So. Könnt ihr selber auch eine Gruppe so machen. Die könnt ihr Kollege fragen, dass ihr ich als Schüler zuweist. Und da könnt ihr das Ganze auch ausprobieren an der Sicht vom Schüler. So hat der Prof, mein Prof, dann am Endeffekt mal 2 Aufgaben geschaltet. Der Wettbewerb, so an hier sieht er, wie das dann an der Sicht vom Schüler ausgeseit. Froh selber, an der kann ich die Aufgabe uploaden, at work. Kann er doch vom Device, von meinem Computer dann noch uploaden. So habe ich eine die Aufgabe schon dran gesagt, der Wettbewerb. Und da klickt ein Schei auf Hand in. Oder der Schüler klickt dann eben drauf. So. Und dann kann eine kleine Animation zurückgehen. Gesehen wir, hier als Schüler ist schon die Aufgabe aufgehen. Completed gibt es dann erschenken. Also er schenkt sie auch, weil ich so aufgehen hun, an wenn der Prof mal die korrigiert, da kriege ich auch eine Message, dass der Prof drüber geguckt wird. Soweit dazu, wie ich ein Assignment gehen. Ich kann die Assignments gehen. Die andere Möglichkeit, wie ich das auch kann zuweisen, ich kann auf mein Teams gehen. Da kann ich meine Klasse rauswählen, die gucken wir kurz, wo ist sie fanden. Fachklasse LTET 1920, da das du wo ich Prof dran sind. Lo kann ich auch über Assignments gehen, das ist die andere Methode. Und da kann ich dasselbe wie für drunten auch hier einfach Create klicken, Assignment zuweisen, das Ganze ausfüllen, Assign klicken und da geht es auch aufgespeichert. Also enkel könnt ihr, wie gesagt, über Assignments gehen oder direkt über Teams an hier Assignments auswählen, für dem Schüler eine Aufgabe zuzuweisen. Soweit zu diesem Tutorial. Wünsche noch viel Erfolg an eine gute Gesundheit.